Servus, Glück auf und herzlich willkommen. Ja, zum ersten Spieltalk, Spielanalyse möchte ich es gar nicht nennen, zur deutschen Nationalmannschaft. EM-Auftaktspiel 5:1 gewonnen gegen Schottland. Wenn wir es in einen Satz zusammenfassen wollen, der perfekte Start in die EM. Sowohl vom Spielverlauf, von der Stimmung, von das Land ein bisschen mitnehmen, die Leute ein bisschen begeistern, bis hin zu den gezeigten Leistungen der einzelnen Spieler und als Mannschaft. Ja, da werden wir jetzt ein bisschen drauf eingehen, beziehungsweise ich werde euch ein bisschen meine Meinung sagen. Ich kann natürlich zu den Bayern-Spielern ein bisschen mehr sagen. Da kann ich die Leistung natürlich viel, viel besser einordnen, weil ich weiß, zu was die Spieler imstande sind. Zu einem oder anderen kann ich das halt nicht so tun und werde ich mir da auch gar nicht groß mich jetzt hier hinsetzen und da einen erzählen, wenn ich die nicht wirklich gut beurteilen kann. Ne? Das sollte klar sein. Aber bevor wir ein bisschen aufs Allgemeine gehen, erstmal Eröffnungsfeier. I don't know, habe ich so die letzten 5 Minuten gesehen. Weiß ich nicht, kann mit den Eröffnungsfeiern eh nie viel anfangen. Was ich ganz, ganz gut fand, dass sie die Witwe vom Franz da war und den Pokal da reingebracht hatte, an der Seite von Cleansea und so weiter. Das war ganz nett. Ansonsten stimmungsmäßig war es auch gut, würde ich sagen. Gerade für Münchner Verhältnisse, ja, muss man ja mal fairerweise sagen. Aus Stimmungssicht haben wir den Schotten leider frühzeitig den Zahn gezogen. Normalerweise, ich kenne die Schotten anders, ich habe sie mal live in Dortmund erlebt, wo sie 90 Minuten Vollgas gemacht haben. Einfach super sympathisch und man hat es ja zwischendurch noch gehört, sie sind ja zwischendurch nochmal wach geworden, die Schotten. Ja, Spielverlauf, ich denke, wir haben bärenstark angefangen, aber fairerweise muss man auch sagen, auch ein bisschen aufgrund der Schotten, ja, die uns irgendwie gar nicht angelaufen haben, gar nicht attackiert haben. Allein Toni Groß, wie viel Zeit er hatte, aber auch Ilkay Gündogan und so weiter. Wir hatten so viel Zeit am Ball. Nichtsdestotrotz haben wir es sehr gut gemacht, ja. Wir haben nicht irgendwie den Ball lange gehalten. Wir haben gespielt mit einem Kontakt, mit maximal 2 Kontakten, Kombinationsspiel, mannschaftlich sehr gut gespielt. All das, was wir beim FC Bayern in der letzten Saison nicht gesehen haben, hat mir persönlich sehr gut gefallen. Bärenstarke 25 Minuten, muss man sagen. Danach haben wir dann so ein bisschen den Gang rausgenommen, haben dann nochmal 10 Minuten ein bisschen Larifari gemacht. Jetzt nicht irgendwie Larifari von wegen, wie man es bei uns kennt, beim FC Bayern, so von wegen, ach, da brennt gleich was an. Nein, wir haben einfach mal ein bisschen die PS weggenommen, was völlig legitim ist. Aber es war nie Leerlauf drin, so richtig, ja. Selbst die zweite Halbzeit, wo der Drops eigentlich gelutscht war, wo man gedacht hat, oh ja, jetzt plätschert der Bums da so dahin. Trotzdem war es gut anzugucken. Ja, mir hat sehr gut gefallen. Also die gesamten 90 Minuten haben mir sehr gut gefallen. Dass die Schotten dann noch das Törchen machen, so aus dem Nichts, ja, durch ein Eigentor vom Rüdiger. Sei ihnen auch gegönnt irgendwo, ja. Wie gesagt, das Spiel, es war ein gutes Spiel, ja. Es ist aber auch viel in unsere Richtung gelaufen, aber das auch hoch verdient. Ja. Das muss man jetzt nicht irgendwie schlecht reden oder klein reden. Aber natürlich ist Schottland jetzt auch nicht der Gradmesser. Ja. Wenn wir gerade mal die Defensive sehen, die war heute nur gefordert. Ja. Ich weiß nicht, Manuel Neuer hat er überhaupt einen Ball aufgenommen oder so. Er hat einen aus dem Tor geholt und das war's, oder? Also von daher wollen wir da mal jetzt noch nicht irgendwie über den Klee loben. Aber, wie gesagt, die Ansätze waren gut. Kombinationsspiel, schnelles Spiel, hat mir sehr gut gefallen, auch als Mannschaft. Und nochmal, der perfekte Auftakt. Ja, viele Tore gesehen, Stimmung mitgenommen. Ich denke, es wird auch ein bisschen die Euphorie kommen bei dem einen oder anderen von euch, sehr wahrscheinlich, der da ein bisschen mehr im Thema ist, was die Nationalmannschaft anbelangt. Stellt euch vor, es wäre so ein popeliges 1:0 oder 2:1 oder im schlimmsten Fall unentschieden geworden, dann wäre gleich wieder miese Stimmung und so. So ist alles super. Ja? Alles ist gut. Und solange man nicht abhebt, wenn man aber die Euphorie mitnimmt und wenn man auch gerade gesehen hat, wie sich so Musiala gefreut hat, denke ich, läuft das da alles gerade in sehr, sehr gute Bahnen. Ja, da ich nicht irgendwie eine vernünftige Statistikseite gefunden habe, habe ich euch mal und mir natürlich
die Statistiken hier von Livescore geholt. Also wir sehen es ja schon. Schüsse aufs Tor 10:0, Schüsse neben das Tor 5:0, geblockte Schüsse 4:0, Ballbesitz 68:32, 5:0 Ecken, 4:0 Abseits, 15:9 Fouls, 12:14 Einwürfe, wen es interessiert, 2:1 gelbe Karte. Können wir gleich noch was zu sagen. Ich fand sehr gut, dass man dann in der Halbzeit gewechselt hat, aufgrund der gelben Karte. Ja, ich denke gerade beim 3:0 kann man sich das erlauben und muss da kein Risiko eingehen im Andrich. Andrich hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat mir sehr gut gefallen, und da auf der defensiveren Position. Ja, 1, 2 Zweikämpfe hätten wir vielleicht einen Tacken schlauer führen können, aber ansonsten hat der mir richtig gut gefallen, Alter. All das, was man bei uns auch da wieder, ne, ich habe nur den Vergleich zum FC Bayern, was man bei uns in der letzten Saison vermisst hat auf dieser Position, Alter. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, der Rest interessiert uns nicht wirklich, oder? Wir haben noch Konter 4:0, Goalkeeper Saves 0 bei uns auf der Seite, 5 bei Schottland und Goalkicks 2:10. Also. Aber so haben wir wenigstens mal einen kleinen Einblick. Ja, genauso war das Spiel halt einfach auch. Ja? Also das Spiel lief nur in eine Richtung und das war in Richtung uns. Natürlich bedingt durch das frühe Tor. Ja, da muss man sagen, der Goalie sah da nicht gut aus, in meinen Augen. Ja, entweder haben wir da das Jan-Sommer-Phänomen, dass er einfach 30 Zentimeter zu klein war, auch beim letzten Tor von Emre Can, war jeweils mit dem Finger dran, oder er müsste mal Tacken eher da sein. Schwierig, aber war natürlich auch jetzt nicht irgendwie ein Larifari-Schuss à la Sané, sondern war ja auch schon gut Pfeffer hinter beiden Schüssen. Aber ja, ich meine, ist nicht umsonst, was war das, zweite schottische Liga oder was? Oder zweite englische Liga? Zweite englische, glaube ich, ne? Tor aus Schottland. Ja, spielte uns, glaube ich, auch in die Karten, ne? Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir müssen das nicht irgendwie schlecht reden, jetzt weil es nur Schottland war, wenn man sich die Ergebnisse mal anguckt, der Schotten aus den letzten Spielen, so aus der Qualifikation, ne? Da haben sie, wie der Reporter sagte, Spanien zu Hause geschlagen, und das machst du ja auch nicht mal eben so. Also von daher, aber sie haben den Fehler gemacht in der ersten Halbzeit, ja, wir haben uns den Raum gegeben. Ja, wir haben einfach den Raum gehabt. Und zusätzlich natürlich, wir haben vorne viel ruschiert mit Musiala, mit dem Havertz und dem Wirtz, immer mal wieder Seitenpositionswechsel, das war sehr, sehr gut, und wie gesagt, Kombinationsspiel. Ja, nicht irgendwie 300 Meter mit dem Ball latschen, sondern das, was ein Fußballspiel ausmacht, Kombinationsspiel. Ja. Das war sehr schön anzusehen. Ansonsten, man sieht ganz klar Julian Nagelsmanns Handschrift. Ja, das ist 1:1, wie der Nagelsmann bei uns hat spielen lassen. 1:1. Ja, es wird interessant werden, wenn die Gegner stärker werden und besser die Konter setzen oder überhaupt erstmal in Kontersituationen kommen. Ist Schottland ja heute gar nicht gekommen. Das ist so die Schwachstelle im Nagelsmann-Fußball, aber vorne diese Positionswechsel, das Kombinationsspiel, das ist 1:1, wie es bei uns auch war. Ja, und es ist schön anzuschauen, denke ich. Gut, ich werde mal ein paar Worte zu jedem Spieler verlieren. Ja, Benotung tue ich mich schwer. Ich kann gerne die Bayern-Spieler benoten. Ich versuche es einfach mal für alle. Nehmt das da nicht so ernst. Ich weiß nicht, wie weit ein Rüdiger oder ein Mittelstädt oder ein Andrich, wo deren Leistungsniveau liegt. Ja, von daher ist es ein bisschen schwer, das fair zu benoten von mir. Aber ich mach's mal so aus dem Eindruck, den ich hatte. Also Manuel Neuer, keine Ahnung, was sollen wir da benoten, Alter? Der hat am Spiel einfach nicht teilgenommen. Ne? Gegentor, weiß ich nicht. Sah jetzt nicht irgendwie so aus, als wäre super haltbar gewesen oder sowas. Will ich ihm keinen Vorwurf machen. Ansonsten, ja, hat er zweimal einen Ball gehabt und hat einen Ball in der ersten Halbzeit lang gepölt, in der zweiten Halbzeit hat er 2-3 Mal den Ball nach außen gespielt. Wow, Note 3, was soll man da irgendwie bewerten? Es gibt nichts zu bewerten. Kimmich war erste Halbzeit. Also Kimmich müsste ich mal ein bisschen ausholen. Kimmich sieht man ganz klar, dass er sich unterordnen muss in der Nationalmannschaft. Aber sowas von klar. Ja. Er hat nichts mitzuquatschen beim Freistoß, er schießt keine Ecke, er macht einfach rechtsverteidige Aufgaben.
gefühlt in der ersten Halbzeit hat er 8 Ballkontakte gehabt. Ja, hat natürlich die Vorlage gegeben zum Tor. Ansonsten hast du von Kimmich nichts gesehen. Ja, das war also wild, ganz wild. Zweite Halbzeit war Kimmich dann sehr auffällig. Ja. Vor allem dann, nachdem Toni Kroos runter war, dann war Kimmich mehr im Fokus irgendwie. Ging viel mehr über die Seite. Hat's ordentlich gemacht. Fairerweise muss man sagen, die einzig gefährliche Situation der Schotten aus dem Spiel heraus ging natürlich dann über Kimmichs Seite. Ja, also ich bin sehr gespannt, wenn da auch mal ein Gegner kommt, der den Kimmich fordert. Also wild. Ich sehe ihn heute bei einer guten 3. Rüdiger hat mir sehr gut gefallen. Ich kann ihn vom Menschen her und so, ich kann ihn nicht leiden. Da habe ich eine absolute Abneigung gegen. Das muss ich hier gar nicht verheimlichen. Ich kann den einfach nicht ab. Ja, das ist für mich ein super unsympathischer Mensch. Aber darum geht's nicht. Ich will das nur fairerweise erwähnen. Rüdiger, bis auf das Eigentor, wo er nicht wirklich was für konnte, bärenstarke Leistung. Ja, bärenstark. Also ich meine, gut, wir waren jetzt auch nicht super gefordert, ja, aber super die Ruhe immer gehabt, immer anspielbar gewesen, die Bälle gut verteilt, auch mal vorne dann einen Schuss genommen. Für mich eine 2, trotz des Eigentores. Jonathan Tah war ein bisschen unauffälliger, beziehungsweise erste 20, 25 Minuten war Tah der mehr im Fokus war. Er war mehr der Mann in der Mitte. Rüdiger war dann rechts, Toni Kroos links, so Dreierkette im Aufbau. Da war der Tah mehr im Fokus. Aber so nach der 25. Minute war eigentlich Rüdiger der dominantere Part der Innenverteidigung. Aber auch Jonathan Tah hat's gut gemacht, wie ich fand. Ja, die gelbe Karte, weiß ich nicht, war komplett unnötig. Ja, von daher für mich nur eine 3. Ich weiß nicht, warum er da so in den Zweikampf gegangen ist. Der Schotte war allein auf weiter Flur. Ja, und der Schotte stand mir im Rücken. Also es war völlig unnötige gelbe Karte. Ja, das muss man ganz klar sagen. Maximilian Mittelstädt hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr, sehr gut. Defensiv, es ging gar nichts über seine Seite, kann ich nicht beurteilen. Aber wie viele Wege er auch gemacht hat, einfach umsonst, wo er auch weiß, dass er die umsonst macht. Ja, wenn da so Musiala ist und der Musiala sich dann da durchfummelt. Hat 2 Schüsse genommen nach der Ecke, versucht draufzuhalten. Also grundsolide Leistung, für mich eine Note 2 heute. Wie gesagt, immer unter dem Hinblick, defensiv können wir es nicht wirklich gut bewerten. Ja? Aber ansonsten hat er jede Flanke genommen, die er nehmen konnte, hat immer wieder versucht reinzuflanken, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Robert Andrich hat mir auch gut gefallen. Ja, habe ich ja schon gesagt, war auch der dagegen gehalten hat, wenn es mal ein bisschen ruppiger wurde. Würde ich bei einer 3 sehen, hat mir aber, genau wie dann auch die Auswechslung zweiter Halbzeit, auch den Groß können wir gleich mit reinnehmen, also Groß, nicht Groß, war ein Tacken unauffälliger, hat es aber auch ganz solide runtergespielt. Ja, aber auch da fairerweise defensiv waren die auch alle nicht wirklich gefordert. Ja. Haben mir aber gut gefallen. Toni Kroos für mich Note 2. Ja, eine gute 2 sogar. War schon, ja, zum Ende hin ein bisschen Gang rausgenommen, von da Note 2. Ansonsten der Mann der ersten Halbzeit, würde ich sagen. Ja. Musiala sehe ich ungefähr auf einer Stufe so, waren für mich die beiden besten Spieler, Kroos und Musiala. Aber Kroos hat alles, er hat das Spiel gelenkt, hat das Spiel gestaltet, immer anspielbereit, aber auch mal, gerade zweite Halbzeit dann auch mal sich reingehauen, auch mal Bälle erobert. Der Mann dieser Mannschaft. Ja, muss man ganz klar so sagen. Also war eine gute Entscheidung vom Nagelsmann, Toni Kroos zurückzuholen und das Spiel auch auf ihn einzustimmen. Ja, er spielt dieselbe Rolle wie bei Real Madrid. 1:1, das, wie er gegen uns auch gespielt hat im Champions League Halbfinale. Und wenn du einem Kroos so viel Platz und Zeit gibst, wie es heute die Schotten getan haben, dann siehst du einfach seine ganze Klasse. Ja, ja, habe ich ja schon gesagt, die Note. Sehr, sehr gut für mich. Jamal Musiala für mich heute in der Offensive der Mann. Ja, Musiala hat gebrannt von Anfang an. Das Tor hoch verdient.
Ansonsten 1, 2, 3, 4, 5 sehr, sehr gute Dribblings gehabt, aber auch erfolgreiche Dribblings und dann nicht zu eigensinnig, sondern Dribbling gemacht und dann den Ball noch gefährlich reingespielt oder abgespielt, woraus 10 entstanden sind. Wirklich stark, hat mich unheimlich gefreut für ihn. Sehr, sehr gutes Spiel, ja. Und da sieht man, aber das war auch schon unter Nagelsmann so, um da vielleicht nochmal kurz auf die Bayern zurückzukommen. Das ist 1:1, ist unter Nagelsmann genauso aufgeblüht. Ja, weil das einfach dann auch vorne eine Spielweise ist, die Musiala zusagt. Schnelles Kombinationsspiel, mal ein Dribbling ansetzen, dann wieder abspielen. Man hat auch gesehen, wenn er mal mit dem Wirtz auf einer Seite war, aber auch mit dem Mittelstädt zum Beispiel, das hat gut harmoniert. Mit dem Gündogan, mit dem Havertz, ja, Havertz war so ein bisschen vielleicht einen Tacken schwächer da vorne. Also für mich auch eine klare 2 bei Musiala. Florian Wirtz, ganz stark angefangen, wurde dann aber immer blasser gefühlt. Ne? Wie gesagt, das Tor, ja, hat er gut gemacht. Vielleicht ein bisschen Glück gehabt beim Torwart, weiß ich nicht, ist auch wurscht. Danach auch nochmal 2, 3 gute Szenen gehabt. Aber mir hat so ein bisschen, so nach 25, 30 Minuten, wo er wirklich präsent war, wirklich stark war, hat mir dann so ein bisschen dieses vielleicht auch leicht arrogante, was so in Leverkusen, so diese Ausstrahlung hat mir so ein bisschen gefehlt bei ihm. Von daher sehe ich ihn bei einer guten 3. Gündogan sehe ich auch bei einer guten 3, hat auch ein gutes Spiel gemacht für mich. Ich habe vorher kein Spiel gesehen, ich habe nur die Überschriften gelesen, wie er von den rumgehackt wurde. Ich sehe ihn jetzt auch nicht als den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft an. Ne? Da mache ich kein Hehl draus. Ich fühle ihn als Kapitän gar nicht. Aber was er heute auf den Platz gebracht hat, auch da die ersten 30, 35 Minuten war es bärenstark. Ja. Aber auch danach war es noch sehr ordentlich. Muss man ganz klar sagen. Ich weiß nicht, ob das so die richtige Rolle für ihn ist, aber heute hat er es auf jeden Fall gezeigt, dass er die Rolle da ausfüllen kann. Aber auch hier nochmal, wir dürfen auch nicht vergessen, wer der Gegner war. Ne? Bin ich sehr gespannt, wie das in Zukunft weitergeht. Dasselbe gilt für Kai Havertz, sehe ich auch bei einer 3, vielleicht bei einer 3 minus. Ja, hat das Elfmetertor gemacht, hat gut abgelegt auf Musiala, anstatt da eigennützig aus dem Winkel und durch die 2 Schotten, die ihn zugestellt haben, da drauf zu ziehen, hat er gute Übersicht bewiesen. Auch da die erste halbe Stunde sehr flexibel, ne, so habe ich ja schon gesagt, mit Musiala und wie jetzt immer wieder Positionswechsel und sowas, hat mir sehr gut gefallen, aber das kennt man auch, wenn man Nagelsmann Fußball kennt. Danach weiß ich nicht. Ja, man hat es dann gesehen, wo ein Füllkrug kam. Das ist halt ein richtiger Stürmer. Aber Havertz ist jetzt auch nicht ein richtiger Stürmer in meinen Augen. Oder das bei Arsenal ja auch spielt. Ne? Keine Ahnung. Bin ich auch sehr gespannt, wie das aussieht, wenn der Gegner ein bisschen stärker wird. Ja, von daher sehe ich ihn auch bei einer guten 3. Ansonsten Pascal Groß, habe ich schon gesagt. Niklas Füllkrug, ja, einfach ein Stürmer. Ja, einfach ein Stürmer. Hat man gesehen bei dem ersten Tor, was ein grandioses Tor war. Gar keine Frage, Alter. Angenommen, direkt reingeknallt das Ding, oben rechts rein. Aber auch das zweite Tor ist einfach ein Strafraumstürmer, ja. Also ist auch kein fairer Vergleich mit dem Havertz. Das ist halt eine andere Spielweise, ja. Aber Niklas Füllkrug hat das gemacht, wofür er da ist. Er ist ein Strafraumstürmer, hat das sehr, sehr gut gemacht. Ne? Hat natürlich noch eine halbe Stunde gespielt, von daher gibt es da keine Benotung. Ansonsten, keine Ahnung. Zwischen 2 und 3. Leroy Sané, Katastrophe. Leute, Katastrophe. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist 1:1 die gleiche Bayern-Scheiße. Dieses arrogante, hochkotzige Verhalten, wo er reinkam, hat er so eine Viertelstunde am Tag gelegt. Allein schon diese Rückgabe. Ja, bei dieser Chance. Also Katastrophe. Danach dieses Zweikampfführung, die nicht vorhanden war. Dieses absolut arrogante Auftreten. Das ist einer Nationalmannschaft nicht würdig. Sorry. Ja, das ist ein FC Bayern nicht würdig und einer Nationalmannschaft erst recht nicht. So nach einer Viertelstunde, die er auf dem Platz war es ein Tacken besser, aber es ist für mich eine absolut grottige Leistung. Ich werde gar keine Note aussprechen heute. Thomas Müller ist mit dem Poldi gleichgezogen, 130. Länderspiel, hat noch eine Vorlage gemacht, davor die Vorlage auf dem Füllkrug, ja, das Tor, was abseits war. Müller hat Müller-Sachen gemacht. Ja. Und ich denke, er ist super wichtig für diese Mannschaft.
Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Gehen wir weiter. Emre Can hat natürlich dann noch das Tor gemacht. Warum man sich für einen Emre Can entschieden hat und nicht für einen Leon, I don't know, weiß ich nicht. Kann jetzt ein Emre aber auch nicht so gut beurteilen. Ich meine, Dortmund war im Champions League Finale. Also kann Emre Can jetzt auch keine Nullnummer sein, wenn er da, ist ja glaube ich auch Kapitän in Dortmund. Also von daher, und hat heute die Bude gemacht. Ja? Hat eine ordentliche Leistung gebracht, die 10 Minuten, die auf dem Feld war. Also von daher war es da auch die richtige Entscheidung, ja, wenn man das jetzt im Nachhinein betrachtet. Also von daher alles gut. Ich denke, ich habe es ja eingangs gesagt, der Sieg in der Höhe auch war gut und wird ein bisschen die Stimmung mitnehmen, ja, wird ein bisschen vielleicht das Land auch ein bisschen Euphorie entfachen. Ja. Bei mir ist jetzt, wie gesagt, ich bin nicht drin so in diesem Nationalmannschaftsdingen. Ich habe einen schönen Fußball gesehen, das hat mich gefreut. Ich will das jetzt aber nicht überbewerten gegen Schottland, die dann auch nur noch zu 10 gespielt haben, zweite Halbzeit. Und die uns in der ersten Halbzeit einfach haben gewähren lassen, ja, die uns nicht einmal unter Druck gesetzt haben oder sonst was. Von daher will ich das gar nicht so überbewerten. Aber nochmal, ist es super, wenn da ein bisschen Euphorie mitgeht durchs Land, ist doch schön, damit einfach auch mal ein bisschen was Positives mal wieder durch den Sport entsteht, ist doch schön. Ansonsten, ja, wir haben eine super alte Mannschaft, dann gerade zum Schluss auch ein Spiel gehabt, auf dem Feld gehabt, nachdem Musiala, Wirtz und Havertz unsere 3 Jüngsten runter waren, denke ich. Aber das ist vielleicht der Pluspunkt, ja. Also Toni Kroos wird seine Karriere beenden, Thomas Müller wird seine Karriere auch beenden, spätestens dann in einem Jahr. Dasselbe mit Manuel Neuer. Emre Can, weiß ich nicht, ob dem noch die Zukunft in der Nationalmannschaft gehört oder Ilkay Gündogan, ich glaube es auch nicht. Ja. Dasselbe gilt für so einen Pascal Groß, das sind alles so Sachen, die dafür sprechen, dass die richtig Bock haben und richtig wollen, ja. Und dazu die jungen Wilden wie Wirtz und Musiala und auch in Havertz, die zeigen wollen, ja, was sie drauf haben, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Mischung, die wir da aktuell haben. Nochmal, das war das erste Spiel gegen Schottland, ja. Also wir können das beurteilen. Ich denke, über die Gruppe müssen wir nicht reden, Alter. Ja, auch die Schweiz. Ja, wir brauchen die jetzt auch nicht stark reden, Alter. Das Spiel musst du gewinnen, genauso wie du gegen Ungarn gewinnen musst und dann ist gut. Ja, du musst da durchmarschieren, du musst die Euphorie mitnehmen. Und dann wird's interessant, vielleicht im Viertel, Halbfinale. So, dann sehen wir, wo wir wirklich sind. Aber es ist schön, wenn du jetzt in der Gruppe dann auch nicht nur für die Fans die Euphorie, sondern auch für die Mannschaft, ja, und auch das Zutrauen in den Nagelsmann-Fußball und das Zutrauen dann in die eigene Stärke und einfach das Selbstvertrauen, was man durch solche Spiele gewinnt. Das ist super wichtig in so einem Turnier und von daher eine rundum gelungene Geschichte und ja. Nächstes Spiel ist, glaube ich, Mittwoch, ne? Dann sehen wir uns hier wieder. Haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Wie immer, wie gehabt und in diesem Sinne schwarz-rot-goldene Grüße diesmal, gehen raus und natürlich die Rot-Weißen hinterher, Leute. Und wie immer an dieser Stelle, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support. Gruß und Kuss geht raus und nun noch mal ein paar O-Töne zur Nationalmannschaft. You're the top striker Ich muss jetzt zuhören. of the whole World Championship. How does that make you feel? Das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Weltmeister sind wir, den Pott haben wir. Den scheiß goldenen Schuh kannst du hinter den Ohren schmieren. Ihr müsst doch mal von eurem hohen Ross runterkommen, was ihr euch immer alle einbildet, was für einen Fußball wir in Deutschland spielen müssen. Ihr habt doch früher, der Günther, was die früher für einen Scheiß gespielt haben. Da konntest du doch früher gar nicht hingegangen. Die haben doch Standfußball gespielt früher. Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum Die Scheibe bringt ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da Ja, reingebracht. du ganz nicht. ehrlich. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast 3 Weizenbier getrunken und bist schön locker. Also in der Mannschaft ist es kein Thema. Ich denke, 80% von euch und ich krauen sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut.